Tauchen wir ein in Jusant. Let's go. Neues Spiel. Ein französischer Begriff aus der Seefahrt für Ebbe. Also ist es doch französisch und wird wahrscheinlich wirklich auch Jusant ausgesprochen. Sehr gut. Sind wir auch schon wieder ein Stückchen schlauer geworden. Nice. Ich weiss noch gerade nicht viel über das Game. Was ich weiss, ist, dass es effektiv also dass es, aber es heisst ja Ebbe, also das Meer, das zurückgeht, und alles, was wir hier sehen, wird, glaube ich, eben also spielt auf dem Meeresgrund. Also wir sind hier auf dem Meeresgrund. Am Boden unten. Bonjour. Ja, bonjour. Ui, du, der ist ein bisschen rot, hä? Ein bisschen rot im Gesicht. Junge, hast du dich verbrannt? Ein Baguette, ja. Ich glaube, dann klettern wir jetzt rauf. Kann das sein? Und es geht ja im Game wirklich ums Raufklettern. Das ist ein gemütliches Game. Darum habe ich es auch für heute ausgesucht. Weil ich der Meinung war, Ende Jahr brauche ich keinen Stress mehr. Jesus. Mega schön gemacht, mega atmosphärisch. Im Licht auch schön. Es sieht ein bisschen trostlos, trist aus, aber das soll es ja, glaube ich, so. Die Krabbe war richtig herzig, ja. Mit einem Steinchen so. Oh, ist das da der Schleim, den man im Teaser gesehen hat? Das ist cool mit der Grafik, mit den Lichteffekten. Das ist schön gemacht. Ich finde es eben noch cool, weil es nicht immer so super realistisch aussieht, aber eben vom Licht her halt gleich irgendwie so intensiv ist. Kapitel 1, Leuchtfeuer. Gut. Ja, also ich glaube, es geht effektiv darum, hier raufzuklettern. Wir sind schon... Oh, okay. Also falls wir vorher da unten waren, wir sind jetzt schon da oben. Dann gehen wir mal schauen, also ich kann ein bisschen umschauen, was man hier machen kann, ob es etwas zu machen gibt. Ja, absolut keine Ahnung, wie das Game funktioniert. Wir lösen jetzt einfach mal drauf ein. Manchmal bei so, da zeigt es etwas an, das ist gut. Manchmal bei so Indie-Games ist es gar nicht so einfach so von Anfang an auszufinden, was sie eigentlich von einem wollen. Also A, zum Aufklettern. Okay, das ist... Ja, das ist einfach. Das können wir. Ja, in dem Säckchen, wo die Figur hier auf dem Rücken, das Blaue da innen, das ist so ein Slime. Das ist lustig. Das LT oder RT und so her. Okay. Ah, dann muss der nächste. Okay. Ah, dann kann man hier nach so raufgehen. Okay. Okay. Oh! Okay, also A auch noch drücken. Gut, also. Also man muss hier hinten mit LR und LT, nein, RT und LT, muss so die Hänge so links, rechts. Genau. Und dann auf klettern, genau.
Ein lebender Slime. Ja, ein lebender Slime. Was ist die Sackstange? Ja, das habe ich nicht lesen. Egal, hier ist irgendwie etwas. Müssen wir da etwas machen? Ah, okay. Wir müssen uns da befestigen. Denke ich mal. Sonst kommt es nicht gut. Hä? Was lösen? Aha, ja, klar. Ich muss den Joystick gleich aufdrücken. Sonst kommt das nicht gut. So. Ist das tricky. Halt den B gedrückt, um das Seil einzuholen. Gut, also. Aber Kehren wäre vielleicht auch nicht so schlau. Speziell, aber nice. Ja, das ist mal etwas anderes. Also ich muss auch sagen, ich bin mir überhaupt nicht gewohnt, viel mit diesen Taschen zu arbeiten irgendwie. Ich muss überlegen. Ausser halt so in Action-Games, wo man sie halt auch braucht zum Visieren oder diese Karabiner sichern dich automatisch beim Klettern ab und zeigen dir den richtigen Weg. Cool, okay. Sonst sieht alles recht trostlos und verlassen aus. Und dann was ist das? Ein Boot. Das sieht aus wie ein Haifisch. Und wir sind schon sehr weit oben. Eigentlich sind wir schon weit oben, aber... Oh ja, wow. Es ist kein Ende absehbar. Du, in 15 Jahren sind wir dann auch mal da oben. He? Also hier muss ich in diesem Fall mich nicht befestigen. Oder auch doch. Gut, jetzt gehen wir rauf. So. Da wieder rein. Einfach nicht runterfallen. Ja, getting over it, genau. Nein, das wollen wir nicht. Das tut weh. Kann ich mich da sichern? Oh. Ah, mit X, okay. Und das habe ich nämlich das letzte Mal also vorher nicht gelesen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt gesehen. Gehen wir rauf. Kann ich da... Ah, nice. Hey, habt ihr schon Pläne für Silvester? Habt ihr schon etwas vor? Ich kann das noch einholen. So. Und da durch. Muss ich jetzt runter, oder was? Die 3 kleinen Symbole repräsentieren Sicherheitshaken. Wenn sie ausgefüllt sind, kannst du sie benutzen. Wenn sie leer sind, sind die Haken bereits an einer Wand angebracht. Okay. Also können wir jetzt hier rauf? Oder müssen wir hier runter? Ha! Verwirrt. Kein Plan. Also eigentlich wollen wir ja rauf. Entschuldigung. Aber dann... Ja, mal schauen. Dort ist irgendwie ein Haken an der Wand. Darum gehen wir jetzt da mal her. Halt X gedrückt, um einen Haken zu setzen. Okay. Jetzt sind wir da rauf. Ah, um einen Sprung aufzuladen. Oha. Okay. Also dort wollen wir her, das ist noch tricky. So, okay. Wir schaffen das. Oh. Ah, da hat sie den Haken. Nice. Das ist wirklich noch interessant mit den LT und RT. Sehr ungewohnt. Und normalerweise muss man ja einfach ein bisschen andrücken, wenn man so am Zeug rumklettert. Und jetzt muss ich auch wieder einen Sprung laden. Shit. Oh! Okay. Nach oben, RB. Aha. Okay, nice. Gut. Zum Glück gibt es Sicherheitshaken. Hey, Patrick, wie geht's dir? Salut. Schau, ich spiele Schüssel. Hast du gesehen? Oh, jetzt bin ich gerade runtergefallen. Ich bin noch ein bisschen austesten, wie das hier funktioniert mit der Tastatur. Mit der Tastatur, mit dem Controller und den Buttons. Und es ist sehr interessant.
Du hast ja schon gespielt, gell? Unerwartet vor dem TV chillen, das ist dein Silvesterplan. Hey, gut, ich meine, warum nicht? Warum auch nicht? Das darf doch auch mal ein bisschen gemütlich sein, he? So. Wir gehen hier rauf. Alt X gedrückt. Gut, dann sind wir da wieder safe. Dann können wir jetzt hier wieder jumpen. Oh. Oh, rasten müssen wir auch noch. Aha, okay. Sie wird, oder er, oder ich glaube einfach die Figur, wird langsam auch mal müde. Das habe ich nicht gewusst, das ist noch interessant. Finde ich aber noch schlau. So, okay. Gut. Dann geht es weiter. Okay, man kann also auch recht schnell wieder rauf. So, und jetzt können wir ein bisschen erholen. Ha! Halleluja. Nice. Okay. Aber hey, im Fall, ich habe mir auch überlegt, also entweder irgendwie an Silvester passiert spontan noch etwas. Ah, da kann ich dann weiter rauf. Sehr gut. Aber da ist auch noch so eine... Aha, ein Stege. Da können wir dann rauf schauen. Aber entweder passiert so spontan noch etwas. Oder ich chill es einfach wirklich auch für mich gemütlich daheim, ein bisschen gamen, ein bisschen mit der Bonnie. Und that's it. Jetzt ist die Frage, gehen wir aussen rauf oder gehen wir innen rauf? Kann es sein, dass es mehrere Wege gibt? Also man kann wirklich sehr schnell hier auch drücken. Dann klettern wir schneller rauf. Das ist noch nice. Wie ist denn das? Y. Eine weitere Schlafzeit auf der Suche im alten Delta. Ausbeute. 2 Sicherungsstationen zum Zerlegen. Ein guter Fang. Das sollte genügen, um die Route zum alten Kap wieder aufmachen zu können. Ansonsten war es leichter Wellengang. Ein paar alte Laternen, die ich wahrscheinlich wieder reparieren kann. Die Leute haben früher solches Zeug weggeschmissen. Oh, und ich habe endlich eine alte Strickmaschine für Ennio gefunden. Er fragt schon seit Zyklen nach einer. Nicht in gutem Zustand, aber wir sollten sie wieder reparieren können. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, wie ich sie nach oben, nach Niedrigwasser schleppen soll. Notiz an mich selbst. Hör auf, mit Rem Geschäfte zu machen. Alles, was er macht, ist, meine Entdeckung zu zerlegen und die Teile in den Höhen zu verkaufen. Er behauptet, ein anständiger Handwerker zu sein, aber er ist nichts weiter als ein Möchtegern-Händler. So sieht's aus. Also der Rem, den merken wir uns. Ist ein suspekter Typ. Dort machen wir lieber nichts. Also wir machen lieber kein Geschäft mit dem. Nice. Genau, aber was ich aber sagen wegen Silvester, also eben, ihr dürft mir gerne noch schreiben, was ihr an Silvester macht. Und aber wie ich vorher schon gesagt habe, entweder es ist wirklich super spontan. Okay. Oder dann chill ich einfach wirklich daheim oder eben das, geht sie wieder runter. Was passiert hier? Also. Oder, ja, daheim chillen. Zum Glück bin ich sicher, ja, wirklich, das ist ein krasser Sprung. Wollte ich das machen? Ich weiss es gerade nicht, also... Geht gar nicht, vor allem. Aber ich kann, also... Ich kann... Ah, das ist ja... Oh, das ist ja cool! Okay. Man kann so eine Wand... Ui. Yeah! So geil! Okay, probieren wir nochmal. Okay, nicht funktioniert. Wir können so... So geil! Okay, das ist lässig. Das finde ich cool. Wir können so Zeugs. Was? Nein. Nein. B. Einholen. Und nochmal einholen. So. Okay. Sehr cool.
Yeah, Gisson. Noch nicht so viel gezockt, aber immer mal zwischendurch. Ist funny. Ich glaube, recht chillig vor allem, oder? Du musst aufpassen, wenn du oft aus dem Atem kommst, geht die Stamina immer ein bisschen mehr runter. Oh, okay. Ja, das ist sicher gut zu wissen. Merci vielmals. Dann schauen wir, dass wir nicht zu oft aus dem Atem kommen. Oder gar nicht, sagen wir es so. Was ist hier? Eine Muschel. Das Telefon! Ja, ja, der Smoker hat den Balken nicht wirklich gesehen. Hat ihm keine Beachtung geschenkt, weißt du? Mood. Ah, schön. Ein bisschen Erinnerungen. Ein bisschen B-Roll. Beenden. Aha, Mods. Ach so. Ah, wegen Dings. Ja, ja. Hat es den mal ignoriert. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen blöd. He? Oh ja, Dings gar nicht. Okay, Moment. Das ist nicht Settings. Ah. Ja, so. So, gut. Ja, gell? Nico hat nicht gemoddet. So schlecht. Hey, ich würde ja wirklich gerne beenden, aber jetzt zeige ich etwas an. Okay, so. Ja, so wird aber versagt. Ja, ja. Ist nicht gegangen. Ja. Ich glaube, du brauchst mal Nachhilfe. So. So, gehen wir hier rauf. Okay. Was ist denn jetzt? Jacke, wie läuft es in der Sägemühle? Im Restaurant laufen die Geschäfte schleppend. Fast niemand ist zu der letzten Musiknacht aufgetaucht. Obwohl die Leute von überall her nach unten klettern. Ich weiß, dass wir keine Muscheln mehr auflegen, aber trotzdem. Ich bin verwirrt, wieso Muscheln auflegen? Ich habe darüber nachgedacht, dass ein Gerüst an der Seite der Kopfüberklippe vielleicht dabei helfen könnte, Besucher in unsere Richtung zu leiten. Ich vermisse es, eine vollgepackte Terrasse zu sehen. Kannst du dich darum kümmern? Ich habe mich schon mit Niedrigwasser abgesprochen und alle sind einverstanden. Hey Mo, hör mal, sowas passiert schon mal. Ich hoffe, dass du mich eines Tages auch mal um mehr bittest, als alte Boote zu zerlegen und Leitern daraus zu bauen. Zum Beispiel um ein romantisches Dinner oder zwei. Wie auch immer, dein Gerüst geht klar, da das Dorf zustimmt. Nach dem neuen Weg, den ich zur Ebene bauen musste, habe ich nicht viel Holz übrig. Aber ich habe immer noch ein oder zwei Wracks herumliegen. Ich werde mich an die Arbeit machen, wenn die Gezeiten es erlauben. Ich schulde dir was, danke, du bist spitze. Übrigens, triffst du zufällig mal die alte Sonja? Ich glaube, sie treibt sich momentan in deiner Gegend herum. Würde es dir etwas ausmachen, ihr zu sagen, dass mein Ofen eine neue Herdplatte braucht, wenn du sie siehst? Meine zieht Wasser. In der Zwischenzeit kannst du gerne im Restaurant vorbeisegeln. Ich bin mir nicht sicher, wie romantisch es wird, aber wir können uns immerhin ein halb gekochtes Essen teilen. Hey, besser als nichts. Wir nehmen, was wir bekommen, oder? Also ich weiß, dass er nicht uns meint oder so, aber das ist kaputt. Okay, das wird auch wieder interessant. Gehen wir runter. Wie können wir denn runter? Ohne dass wir hier... Okay. Hui. Nein, andere Seite ist so. Muss ich... ich hau da drüber. Wieder so. Also das liegt fakt mega. Aber leider kann ich mir irgendwie... der Dunge hat einen Haken. Okay. Das ist sogar noch angezeichnet. Wow. Ja. Aufmerksamkeit und so, gell? Die Musik ist wieder schön.
Sorry, aber das sagt mega. Hui. Sollte ich mal Haken setzen vielleicht? Ja, ja. Never know, hä? So. Gut. Nicht. Was ist das? Das ist lustig. So Gummiballon irgendwie. Witzig. Dann kann ich dann weiter. So Auskundschaften hier. Ah, da geht es auch wieder rauf. Man kann also tatsächlich an verschiedenen Orten rauf und so. Kann man auch dort rüber? Also ich meine, fliegen können wir nicht. Das könnte schwierig aussehen. Ich will aber auf der anderen Seite rauf, wo wir vorhin gesehen haben. Wow! Die Dinger, hey. Oder runter. Und wie runter? Eigentlich wollte ich nicht runter, eigentlich wollte ich rauf. Was ist jetzt das da hier? Ah! Okay. Nach Schüssel bist du so gut, kannst du locker eigene Nordwand eigenhändig aufklettern. Mindestens. Ah, das... Was? Fies. Ja, gut. Okay. Ja, super. Muss jetzt da wieder... X. Ah, das geht da. Okay. Wieso bin ich jetzt genau dort, Wieso bin ich genau jetzt dort rundherum geklettert? Aber ja, ist okay, machen wir. Wieso nicht? Können wir noch hier durchlaufen. Die Dinger sind witzig. Gehen wir jetzt hier durch. Oh. Ich lasse ihn los. Man darf nicht loslassen. Da rüber, hä? So. Okay. Manchmal musst du runter, um wieder raufzukommen. Ja, wie im echten Leben. Manchmal musst du einfach auf die Schnur fallen, bevor du weiter kannst. Das ist ja so. Jetzt ein Glühwürmchen. Oh wow, okay, wir hängen über. Jetzt müssen wir auch pumpen wieder. Ich habe keine Ahnung woher. Schaffen wir das so weit rauf? Irgendwie ladet es, also... Der Sprung ladet irgendwie nicht wirklich... Also ich sehe mal nicht, wo man den Sprung aufladen kann. Also ob man ihn mehr aufladen kann. Hä? Also entweder bin ich jetzt sehr unfähig, kann ich ja diese Dinger hier haben. Speziell. Muss auch noch ein paar Mal probieren. Irgendwie geht es gerade. Nee. Sehr lyrisch, ja, voll. Poet. Es war oft in den Kletterhallen, hä? Der ist... ja, tönt er noch, ja. Hey, ich probiere es jetzt einfach nochmal mit dem Aufladen. Ich halte angedrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass es länger auflädt oder weniger lang oder so. Ah, ich kann einfach mehrmals auf andrücken. Okay, fair enough. Fair enough. Einfach mehrmals andrücken, nicht nur einmal. Spammen! Einfach spammen! Dann kommt es gut. Spammen. Gut, haben wir das auch herausgefunden. Aha. Praktisch. Hui. Das macht Spaß! Oh.
Noch ein bisschen mit Anlauf. Ey. So, jetzt. So viel zum Anlauf, gell? Links? Nein, links kann ich irgendwie nicht haben. Nein. Ich habe nie wirklich haben. Das war eben das Kuriose. Gut. Rauf. Okay. Zum Glück hat sie so ein Netz. Sie sind praktisch. Ja, ich platziere gerade einen. Und da rüber. Ausdauer. Damn. Hey, die Ausdauer geht mega schnell runter. Mann. Oh, ich habe losgelassen. Oh, man darf nicht loslassen, Leute. Einfach nicht loslassen. Jetzt ist so die Frage, kann ich links oder rechts? Ich kann, glaube ich, beiden Orten, aber ich gehe jetzt mal da durch. So. Das sieht mega anstrengend aus. Also ich meine, ich bin ja auch schon 2-3 Mal klettern, beziehungsweise in Boulderhalle. Es ist wirklich sehr anstrengend. Cool. Aber da rauf, hey, da musst du ja parat sein. Das ist eine Laterne. Oh, hier geht's extrem das Loch ab. Holy moly. Learning by doing, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Learning by doing. Das ist mir am liebsten. Ich weiß nicht, wie es dir hat. Aber Learning by doing ist in so vielen Situationen auch im Leben, finde ich, so irgendwie am meisten befriedigend. Wisst ihr, was ich meine? Ah, es war gerade ein Speicher. Okay, nice. Ich will aber da irgendwie noch durch. Ich will da die Laterne anschauen, falls da etwas ist. Nein, aber es leuchtet schon. Es ist sehr dunkel. Oh, jetzt dir. Bist du Freund oder Feind? Oh, das sind die lustigen Dinge. Die sind so geil. Y. Ah, schön. Ein Balance-Dings. Okay. Gehen wir da noch rauf. Es wird noch dunkler und ich sehe noch weniger. Ah, das sind die Vögel nochmal. Spannend. Lynn ist zu den Höhen gegangen, um zu fragen, ob sie die Ausgrabungsstätte erweitern darf. Jetzt, wo der Chef weg ist beim Graben der Wind aus unseren Segeln. Das ist gar nicht so schlecht. Boxen, Kisten und Fässer zu tragen ist mein Spezialgebiet. Aber ihre alten Steine herumzuschieben? Schon beim kleinsten Geklapper und Rollen werden jedermanns Knie weich. Naja, ich habe mich gerade an den Gedanken gewöhnt, mit Archäologen zusammenzuarbeiten, mich selbst wieder nützlich machen. Und schon gibt es weniger Arbeit. Ich bezweifle, dass es bald wieder losgeht. Ich erkenne einfach nicht, wie wir weitermachen sollen. Wie ist es bei dir? Wie stehen die Dinge in Niedrigwasser? Weigert sich die immer noch zur Schule zu gehen? Ah, mein Schatz, ich bin so froh, von dir zu hören. Wir vermissen dich so sehr, sagt die. Ich unterrichte sie zu Hause und ich fische oft im Dunkeln. Erinnerst du dich an alle Namen in jeder Region des Turms? Ich kann mich nicht mal daran erinnern, die gelernt zu haben. Ich habe die eine Hausaufgabe über den alten Altar gegeben, um sie eine Weile beschäftigt zu halten. Sie soll ihn abmalen. Ich bin sogar mit ihr hingegangen. Es ist schon Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal das Dorf verlassen habe. Ich habe vergessen, wie dunkel es da ist. Aber du kennst die. Sie ist mutig. Und ihr gefällt es wirklich, in die Vergangenheit einzutauchen. Genau wie es dir. Wenn wir schon dabei sind, haben deine Archäologen endlich herausgefunden, wie die Gezeiten funktionieren. Sie graben jetzt schon eine Weile nach Antworten. Witzig, hm? Wow. Weißt du schon, wann du wieder zurück nach hier oben kommen kannst? Anscheinend nicht, nein. Was ist echt daraus geworden?
Dinge sind witzig. Aber wie geht's nicht weiter? Denke ich mal. Hui! So. Was ein Belieber. Oh, wow. Hey, Highway Racer! Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Nachmittag. Geht's da rein? Ja, aber nur so ein bisschen. Gut, gehen wir weiter. I believe I can fly. Yes, I believe I can touch this. Geil, die leben ja. Hui. Sie atmen. Spannend. Interessante Flora und Fauna haben wir hier, hä? Ja, muss schon sagen. Interesting. Oha. Und das alles war mal unter Wasser, hä? Krass. Aber ja, ich meine, der höchste Berg bzw. die tiefste Schlucht ist ja auch, wie Össes, ist ja sowieso auch unter Wasser. Ist es ein Elefant? Oder irgendetwas Ähnliches? Hat so ein Hirschgeweih? Vielleicht ist es ein Elch oder so. Und eine Möwe. Oh yeah. Steffi zeigt uns noch allen auf Ende Jahr. Was zeige ich allen? Ich schwöre, nicht mal 1 Meter weit kommen. Ah, du würdest nicht mal 1 Meter weit kommen. Du meinst beim Klettern? Momo, 1 Meter würdest du auch schon noch schaffen. Es gibt ja auch einfache Strecken, so ist es nicht. Bouldern hat jetzt Feines. Ja, das ist schon nicht mehr Bouldern. Ah, wenn du auf der Spitze oben bist, dann wird es spannend. Auf der Spitze? Dude, das geht vielleicht noch 30 Jahre, bis ich dort oben bin. Ich sehe kein Ende. If you know what I mean. Ist schon so weit oben? Abgesehen, wenn Arzt ist. Dann ist was? Hey Bianca, du musst wer weiß wohin aufgebrochen sein. Ich bin zurück zum Postsystem gegangen. Immer noch kein Wasser. Was für eine Überraschung. Sauli und Fats sortieren immer noch alles per Hand und ich wurde gleich für die Zustellung eingespannt. Ich? Auf dem Rücken eines Steinchens? Du kannst dir den Anblick ja vorstellen. Da muss sogar ich über mich selbst lachen. Andererseits, warum nicht? Hm? Es ist ein Neuanfang und ich mag es, mit jedem neuen Brief mehr von der Welt zu sehen. Naja, es wäre noch schöner, wenn dieses verdammte Steinchen seine Richtung ändern würde, wenn ich es sage. Ah, ich sage dir, es ist stur, schlimmer als der alte Jom. Aber mal ehrlich, es ist ein Albtraum. Tja, wenn es so weitergeht, verpasse ich die Gezeiten noch irgendwann. Ich habe dir deine Briefe vor die Tür gelegt. Cool, danke. Ah, können wir noch runterschauen. Den Weg haben wir das schon so gemacht, hä? Ui. Moment. Da geht's ja auch noch her. Jetzt ist also die Frage, hä? Hey, das geht. Ah, ich glaube, dort müssen wir sowieso noch weiter. Ich gehe jetzt einfach mal in den Turm. Und der ist ja da irgendwann mal fertig hier. Mal schauen, was da noch alles kommt. Gehen wir zuerst rein. Terrasse. Ja, schöne Aussicht. Also, da siehst du auf jeden Fall sehr weit. Einfach Eigenmönch und Jungfrau siehst du nicht. Okay, das wär's auch schon gewesen. Hier kommen wir noch runter. Wo ich da runter? Das ist die andere Frage. Die Frage ist so... Ich glaube, du kannst vor allem einfach rauf. Egal. Schauen wir, ob wir raufkommen. Wo kommen wir hier rauf? Da. Wir müssen mal nicht klettern. Das ist ja richtig wohltuend. Ich will die Stegen rauflaufen. Chill. Help. Was ist denn das? Sieht aus wie eine riesengroße Koralle. Okay. Weiter rauf. Was stresst dich? Nico! Lass dich doch nicht stressen! Hey Martin, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hast du schöne Festtage gehabt? Weihnachten genossen?
Ah, da kann ich weiter, okay. Schnell anschauen. Da kann ich nicht weiter, alles klar. Yes, dann müssen wir hier. Wuhu. Logbuch. 12 Oktaven nach der Jusant. Oder Jusant. Ich gehe endlich hier weg. Ich bin so glücklich, dass ich kein Auge zugekriegt habe. Im Büro des alten Hafenmeisters ist mir ein Zettel aufgefallen. Ein Gedicht für meine Ohren. Expedition zu den Wolken. Auf der Suche nach Hoffnung und Wasser. Triff uns in der 12. Oktave auf Beckas und Arlos Hof. Hochfeld, damit wir gemeinsam auf die Reise gehen können. Nachdem ich jetzt schon so lange in der Sonne brate und versuche, einen Sinn im Leben zu finden, wird es mir gut tun, die Welt zu sehen, wie Eme sagen würde. Hoffentlich machen wir Halt an ihrer Hütte. Schon beim Gedanken daran, sie wiederzusehen, weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Mit etwas Glück gibt es noch andere Abenteurer, die von Niedrigwasser aufbrechen. Ich möchte mich nicht ganz alleine zum Treffpunkt der Expedition aufmachen. Warum nicht? Das einzige Mal, dass ich jemals das Dorf verlassen habe, war zum Erntefest, als ich noch ein kleiner Jungfisch war. Ein Fisch? Jetzt bin ich noch verwirrter. Eine Expedition wie diese ist kein leichtes Unterfangen. Sie wollen Segel zu den Wolken setzen. Oh nein, meine Eltern, die habe ich ganz vergessen. Wie soll ich es ihnen nur sagen? Hey Leute, ich breche zu einem Abenteuer auf. Sehen wir uns, wenn oder falls ich das Leben zurückschaffe? Ja, warum nicht? Natürlich, Bianca, Schätzchen, vergiss nicht, Snacks einzupacken. Ich sollte lieber nichts sagen. Und ich sollte Snacks einpacken. Was noch? Was nehmen Leute normalerweise mit, wenn sie sich auf so eine Reise begeben? Eins ist klar. Was wäre eine Reise ohne Logbuch? Tja, das kann ich abhaken. Ich habe vor, es wie die Expedition zu machen, die sich auf der Suche nach Quellen in die Salzebene begeben. Ich werde meine Einträge entlang des Weges verteilen. Für jeden, der uns vielleicht folgen könnte. Angefangen mit dieser Nachricht. Mach's gut, mein Leuchtturm. Du hast mich mit Wundern willkommen geheißen und mit Gesellschaft geleistet, während ich zu viel gegrübelt habe. Du warst immer für mich da. Ich überlasse dich den Weberschnäbeln, die vom Himmel aus über dich wachen werden. Und um über diese Nachricht zu wachen, hinterlasse ich eine meiner Skulpturen. Das Abenteuer ruft. Bianca. Cool. Ist noch witzig. Das wird ein langer Aufstieg. Der wird extrem lang, ja. Denke ich mir eben auch. Das stresst mich, dass man Albtraum mit P kann schreiben und es ist richtig. Ja, wo es dich an eine Alp erinnert oder so. Oder wieso meinst du? Jetzt ist einfach wie so die Frage. Es geht doch sicher noch weiter rauf, nicht? Oder sind wir da schon ganz oben? Wäre es das jetzt schon gewesen? Können wir jetzt wieder runter? Da geht's nicht, da geht's noch weiter rauf. Ah, dort! Ich habe es gesehen. Muahaha. Das sind so atmende Blumen. Nice. Wow! Okay, die habt sich nicht... Okay. Nein! Ich kann mich eigentlich loslassen. Das stimmt. Ein bisschen schwingen. Wuhu! Ein bisschen weiter schwingen. Gut. Das ist abenteuerlich. Mein Herz rast. Ja, doch, gut. Was machen wir jetzt? Langer Sprung. Ah! Ich kann... Jesus Christ. Hey, was passiert hier? Was ist los? Das ist das X. Okay. Oh, das ist so, warum verstellt mir die Kamera immer wieder? Oh. Okay, interesting. Da kann ich auch
Geht rüber. Das sollte jemand gehen, hä? So. Oh, ja, ja, fast. Fast. Probieren wir nochmal. Hey, nein, nein. Ah, ich habe die fast gedrückt. Mann. Also, das mit den RB, RT, LT, alles Mögliche, das ist schon so tricky. Wenn man sich nicht gewohnt ist. Ey, oh, sagt er. Kann ich da nicht rauf? Müssen wir rüber? Kann ich da rauf? Nee, wahrscheinlich nicht. Damn. Mann! Oh. Let's swing. Whee. Ich muss noch ein bisschen weitermachen. Eieiei. Aber da muss ich glaube wirklich... Okay. So, ein bisschen ausruhen. Aber ja, dass man Albtraum mit P schreibt oder B, es geht halt beides, gell? Also... Let's do that! Nee, okay, okay. Hey, jetzt bin ich wieder runter, super. Augen zu halten, ja wirklich. Schaffen wir das auch hier durch? Ja, schaffen wir. Ja, ich habe es früher auch immer hure komisch gefunden, weil ich so der Meinung war, so, Albtraum hat doch nichts mit einer Alp zu tun. Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Aber weil ich glaube, es ist auch so ein Phänomen von deutscher Sprache. Weil so viele Leute falsch geschrieben haben, hat man es irgendwie wie akzeptiert und im Duden aufgenommen. Etwa so stelle ich mir das vor. So, wie komme ich jetzt da rüber? Kann ich jetzt da einen Haken setzen? Dass ich nur immer runterfallen. Weil... Ey... Das ist ein bisschen mühsam. Und hier komme ich nicht rauf. Ja, du schnaufst. Soll ich sagen? Es geht darum, dass das Wort ursprünglich von Traum eines Alps kommt. Ja, aber hey. Soll ich ausruhen? Soll ich hier auch nochmal einen Haken setzen? Wie ist das nochmal gegangen? So, okay. Das triggert mich ultra, dass ich da nicht einfach rüberkomme. Oh ja, I did it. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Das war jetzt eine Geburt. Hey. Holy moly. Aber ja, ist ja schön, da fühlt man sich gut, als ob man etwas erreicht hätte. Ich glaube, wenn es allzu einfach gemacht wird, ist es auch nicht cool, aber gleich! Ich habe Mo um Hilfe gebeten, aber das nützt nichts. Die Tür will sich nicht rühren. Wir haben keine Chance herauszufinden, wie die inneren Mechanismen funktionieren. Hat es etwas mit dem verlorenen Meer zu tun? Mo ist zwar auch nicht der geschickteste Handwerker, aber man hätte doch meinen können, dass wir es zu zweit hätten herausfinden können. Er musste Anker lichten. Ein Date, hat er gesagt. Ah, das ist der Anger von vorher. Es war tatsächlich ein wenig zu schick angezogen fürs Handwerkeln. Und auch ziemlich einparfümiert. Oh, das ist nicht sexy. Oh nein. Nichts davon beantwortet meine Fragen. Ich habe dich von unten nach oben abgesucht und ich bin nicht weiter als am Anfang. Ich weiß immer noch nicht, für was du einmal gewesen sein magst, mein Leuchtturm. Deine Malereien scheinen aufs Wasser anzuspielen, das vom Himmel fällt. Aber puh, das ist ziemlich vage. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Eieiei. Was? Der VR gibt's auf der VR gibt es ein Klettergame, wäre eine gute alte RT-Übung.
Du ja jetzt genug LTRT-Übung. Merci vielmals. Ich verzichte drauf. So, okay. Aha. Da hat es irgendwelche Malereien mit Wasser und so. Sonne, Regen, Wasser. Verwendet sich in Ozean oder irgendwie so etwas. Eine Cutscene! Never give up, ich doch nicht. Ich gebe niemals auf. Oh, wow, okay. Interesting. What is happening? Oh ja! Oh, das ist so herzig. Ist ein Blob. Ist ein Slime-Blob. Aber er ist so cute. Er ist so ein cuter Slime-Blob. Warum sind diese Blobs so cute? Warum? Genießvoll. Oh. Alles leuchtet. Hä, warum? Jetzt passiert etwas ganz Magisches. Ja, jetzt geschafft. Hi, hi, hi. Jetzt wird es sogar noch grün. Und die Pflanzen wachsen hier. Oh, an der kann ich hochklettern. Lässig! Hey, wir haben Gras wachsen. Einfach so. Kapitel 2, Wanderung. Wie viele Kapitel gibt es echt? Das würde mich mal noch interessieren. Echt so zum Wissen, wie weit das noch schon ist. Yes, jetzt kommt ein neues Element ins Spiel. Oha! Ja, da die Dinger da. Die Pflanzen. So cool. Hey, merci, gell, Pflänzchen? Lieb von dir. Also, warte schnell. Jetzt bin ich da rauf, einfach, dass ich wieder runter kann. Let's do that. Ui! Das macht Spaß. Und ich hoffe, es blockiert mich, also es bremst mich irgendetwas. Au! Im echten Leben, was wenn du gedrückt, kann der Begleiter die nächsten Ziele so wie. Okay. Aha. Oh, da ist was. Okay. Also müssen wir irgendwie da rauf, hm? Gut. Okay, cool. Nice. Was? Ah, um ein Echo zu erzeugen. Yo. Fancy. Das ist ja lässig. Okay, wie lange sind wir jetzt into Game? Ja, absolut keine Ahnung, was die Zeit das ist. Wir sind etwa 3/4 Stunde im Game und ich habe mich jetzt noch nicht wahnsinnig gut angestellt, muss ich zugeben. Ich will so ein bisschen rumschauen und so. Ja, ich muss sagen, ich glaube, eine gute Zeit, so 30 bis 40 Minuten nach Start das erste Element einzuführen. So, dann wir rauf. Sollte ich wieder mal Haken setzen. Oh, let's go! Da geht's recht rauf. Hätte ich vorhin nicht da ins Loch rein müssen. Egal.
Machst du super, Steffi. Ey, danke vielmals. Gib mir Mühe. Also, probieren wir hier mal. Okay. Haken. Dann, ja, echt, hä? Ja, gut, ich kann ja auch schwingen, hä? Eigentlich... Hey, aber festhalten musst du das schon noch, hä? Kein Kommentar. Ah, ich bin falsch. Aber ist gegen links, okay. Das ist... Ach, komm jetzt, hab die. Danke. So. Okay. Einfach gut sichern, wenn es raufgeht. Ja. Es wird überbewertet. Also, ich meine, was... Oha. Weiss nicht, Patrick, hast du ausprobiert? Was passiert, wenn man runterfällt? Stirbt man. Und dann? Ist sich dort weiter, wo man gespeichert hat? Ui. Also, was zuletzt gespeichert hat. Oha. Was haben wir denn hier Spannendes entdeckt? Kann man da nichts machen? Oder ist das eine Map? Sieht aus wie eine Map, nicht? Ich habe keine Ahnung, wo das herführt. Das ist irgendwie ein Ding, wo wir jetzt sind. You are here now. Oder so, keine Ahnung. Aber ja gut. Weiter geht's. Dort rüber kommt das gut. Ich glaube, ja, probieren wir mal. Du willst jumpen. Im schlimmsten Fall. Steffi macht auf Free Climber. Ja, fix. Ah, da kann man ja sogar so klettern. Easy. So. Ja, ich meine, was passiert? Du stirbst, ja. Und jetzt? Du musst vorne anfangen. Denke nicht, oder? Siehst du? Wer muss sich schon sichern? Also ich nicht. Auch nicht in-game. Ich glaube, im echten Leben ich bin keinen Meter getraut, ohne mich abzusichern. Don't do that at home, children. He? Macht das nicht daheim nachher. So. Okay, let's go. Oh, das ist auch ein interessantes Blümchen. Yes, ist das eine lustige Krabbe oder so? Oder ist das ein Viechli? Da ist auch noch was. Da können wir jetzt auch ein Steinchen drauflegen. Geil. So geil. Ich nie fertig gebracht, komplett runterzufliegen. Ja, eben, irgendwo bist du ja gesichert. Also von dem her... Du machst jetzt auch nicht kilometerlange Strecken, hätte ich fast gesagt, ohne... ich gucke genau. Oh yeah. Gross. Ich meine, eben, hier bist du ja gesichert und hier ist ja im Notfall ein Boden. Also, vielleicht ein paar Knochenbrüche oder so, aber ja, shit happens. So, let's. Also, ich meine, da musst du schon extrem dumm tun, nicht? Dass du da hure weit runtergehst. Vielleicht schaffen wir es ja noch, wer weiß. Wenn ich nicht weiss, wo weiter oder so zum Beispiel. Dann kann es, glaube ich, noch weitergehen. Muss ich noch ein bisschen erholen. Mach ich chillen. Wenn der Entwickler From Software ist, dann schon. Ist es, glaube ich, nicht. Ich weiß es gar nicht. Den kann ich auch nicht rauf.
oh, oh. Holen, holen. Uiuiui, okay. Aber wir sind gleich oben. Wir haben es gleich geschafft. So, dann rauf. Perfekt. Seht ihr, so schnell geht das. Steffi, From Software, come on. Was? Was mit einem Sprung? Okay, jetzt muss ich es nicht lesen. Das sind Entwickler, die Life is Strange gemacht haben. Frag mich aber nicht, wie das Studio heisst. Was hat From Software entwickelt? Ich habe doch keine Ahnung. Also manchmal, ja, ich kann mir doch nicht alles merken. Hey, so viele Games, die ich schon gespielt habe. Wenn ich mir alles immer merken, keine Chance. Was ist das? Was ist diese? Okay. Okay. Aha. Weißt du, statt mit zu flamen, könntest du mir einfach sagen, was so From Software entwickelt hat. Es wäre einfacher, als mit anzupöbeln. Im Fall. Gehen wir noch dort rüber? Moment. Ich muss etwas testen. Kann ich einfach hier rauf? Natürlich. Leichteste Übung. Hui. Noch eine Muschel, noch ein paar Erinnerungen. Ich bin hure auf so etwas verfolgt. Hey, beim Klettern musst du dich so konzentrieren, sonst gehst du runter. Als Dark Souls Games sind alle nicht mies. Keine Ahnung, schon was. Ah, Dark Souls, okay. Eine Gitarre! Souls Ray, ja, yes. Ja gut, ja, dann musst du von vorne anfangen, das ist so. Hey! Ja, cool. Wir haben jetzt ein paar Sachen angeschaut und meinen... So, lassen wir bei dem... Da ist eine Tür. Das finde ich noch so schade. Es hat überall so Türen, aber du kannst nicht rein. Es ist so wirklich keine Ahnung. Sie sind einfach da. Hier auch. Ich würde mega gerne reingehen. Naja, man kann nicht alles haben im Leben, habe ich mal gehört. Aber echt doof. Ich hätte eigentlich gerne alles in meinem Leben. Gut, dann gehen wir weiter. Hui! Hier befestigen. So, gehen wir rauf. Ja. So. Ey! So. Okay. So. Ja, okay. Eigentlich, ich frage mich, kann man sich vorher schon festhalten und dann sich auftragen? Das sollte ja eigentlich auch gar nicht. Ich gehe mal gegen links. Jo. Oh. Ja gut, jetzt bin ich da und bringt eigentlich wie nichts, oder? Hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich muss aber gleich auf der anderen Seite durch. Okay! Dann machen wir das halt so. Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Ah, dann hat es nochmal ein Blümchen. Machen wir Hacken. Yeah. Weiter runter. Wow. Der kommt nicht her. Ach, Menno.
jetzt. Was? Es ist zu wenig Seil. Muss nicht. Komm jetzt. Ah, da sagen jeder. Schafft er das schon? Yes. Okay, da mache ich jetzt einen Hack drin. Because you never know. Aber ja. Easy peasy. Das ist cool! Hey, ich finde das mega. Also, so Sachen finde ich richtig nice. Ich würde echt gerne dort rüber. Ja, danke. So. Cool. Ha! Das ist ein Restaurant oder so. Und das Ding ist witzig. Was möchtest du mir sagen? Okay. Witzig kann man machen. Steffi ist schnell hooked bei so Games. Ich bin mega schnell hooked bei so Games, ja. Ich finde es einfach faszinierend, wie auch so kleine Games. Einfach mega... Was ist das? Was X? Ah, da kann ich... ist ein Lift. Oh, was ist da oben? Ui. Ich finde es einfach mega faszinierend, wie man mit so simplen Games eigentlich so einen Effekt und so eine Wirkung kann erzielen kann. Und ich meine, es ist schon überall so ein bisschen etwas los. Und gleich ist es wie so... ist jetzt nicht ein ultra krasses Game, aber es ist herzig gemacht. Man hat sich Mühe gegeben, man hat sich etwas überlegt. Räumungsverkauft. Karabiner, Fischhaken, Musikmuscheln zu verschenken oder im Tausch gegen Proviant. Reparaturen und Änderungen. Netze, Gurte, Perlmuster, Zopfmuster, alle Arten von Strickmustern. Frag nach Ennio. Verloren. Medaillon. Glänzend und rund. Es ist nicht wertvoll, aber ich bin traurig, dass es weg ist. Belohnung. Kuchen. Cake ist immer gut als Belohnung. Arbeit gesucht. Hausarbeit und Steinchen-Sitting. Steinchen? Choco-Sitting und Babysitting. Okay. Nehme jede vertikale Arbeit an. Renovieren, dekorieren, verputzen. Wir gehen nicht drauf ein. Freiwillig für Expeditionen zu den Wolken gesucht. Auf der Suche nach Hoffnung und Wasser. Triff uns in der 12. Oktave auf Beckers und Arlos Hof. Genau, das ist, damit wir gemeinsam auf die Reise gehen können. Vorsicht vor Hitzeschlägen. Das ist das, was Bianca hat gemeint. Steinchentransport zu der Fumerolia-Oase. Transport von kleinen Bündeln, Briefen und Paketen. Keine Tiere. Alles klar. Okay. Ich gehe jetzt da gleich mal rauf. Jetzt Hunger. Ein Vorstuhl. So les. Ein Vorstuhl. Ha. Ich meine, wie findet ihr es bis jetzt? Ich meine, so zum Zuschauen ist es sicher ja weniger spannend als beim selber Spielen. Das ist ja aber immer so. Aber ich finde es irgendwie ganz süß. Oh, das ist nochmal ein Dings. Okay, dann kann man dann weiter rauf. Da ist noch was. Liebste Mette. Du... Black Magic Nick. Hey Mann, wie geht's dir? Gut, horizontale Arbeit wäre eine andere Branche. Definitiv, Patrick, ja, definitiv. Ja, bei der nächsten Blumensmoker probieren wir es aus. Das ist es so, ja. Manchmal fliegt einem alles einfach zu. Ja, völlig, ja. Das ist es so. Was ist das Wildes? Bin halt erst jetzt gekommen. Hey, kein Problem. Das ist Jusant. Das ist ein Indie-Game auf dem Xbox Game Pass. Es ist ein Klettergame, sehr atmosphärisch. Nicht viel Action, aber es ist gemütlich. Immerhin, es ist Ende Jahr. Es ist mein letzter Stream dieses Jahr. Es ist Freitag, kurz vor Weihnachten, hätte ich fast gesagt. Kurz vor Wochenende. Weihnachten ist zum Glück durch. Kurz vor Silvester, darum muss es jetzt etwas Gemütliches sein. Also anstrengend ist es, wo man schließlich viel muss klettern, aber es ist gemütlich. Chilliges Game, habe ich noch gerne. Also, liebste Mette, du wirst bei dem, was ich jetzt sage, vermutlich lachen, aber ich wünschte, ich wäre ein Choco. Ich habe keine Ahnung, was ein Choco ist.
Ich müsste nichts weiter tun, als die ganze Schlafzeit rund, süß und flauschig auszusehen. Also ein Katz. Keine Arbeit und keine Existenzkrise beim Gedanken an die Zukunft. Das wäre entspannter, als von Tür zu Tür zu gehen. Aber jemand muss den alten Leuten Wasser bringen. Und ich hätte es nie gedacht, aber ich habe sie lieb gewonnen. Erinnerst du dich an die alte Choco? Sie hat mich dazu gebracht, ihre alte Muschelsammlung anzuhören und abzustauben. Sie ist stocktaub, aber ab und zu sollte sich jemand die Musik anhören, sagt sie. Eine der Muscheln wäre fast zu Staub zerfallen. Sie vermissen das Meer, genau wie wir. Läuft es bei deiner Familie besser? Sind sie immer noch sauer? Du musst es mir nicht sagen, wenn es so schwer ist, darüber zu sprechen. Ich kann vielleicht nicht da sein und dich unterstützen, aber ich schicke Wellen zu dir. Das ist so viele Sachen, die so cool sind und herzig mit den Geschichten und so. Und dann kommen so Sachen, die so random sind. So, ich schicke Wellen zu dir. What the hell? Was heisst das? Und was ist ein Choco? Ich bin irritiert. Genau, Gisons ist französisch und heisst eben Oui, oui, Baguette, genau. Croissant, haha. Haha, Choco. Ah, Coco. Ich muss sagen, ich bewundere dich. Ich könnte definitiv nicht so viel Geduld aufbringen. Das Verhältnis zu meinen Eltern ist immer noch holprig. Sie haben das Meer verschwinden lassen, wollen aber nicht verstehen, was passiert ist. Das ist nicht unsere Schuld, sagen sie immer. Sie brechen zur Kesseloase auf. Sie haben bei der Schmelztiegeloase angefragt, damit sie sich einigen ihrer Freunde anschließen können, aber Plätze dort sind nicht einfach zu bekommen. Zumindest habe ich so etwas Ruhe gefunden, jetzt dass sie weg sind. Ich fühle mich so frei, wie ich nur sein kann. Vielleicht sollte ich mich auf eine Reise begeben. Auch auf eine Reise begeben. Ja, überlegst du es mal. Ich habe etwas vor Welt gesehen, schadet nie. Okay. Und drüber. Das ist cool. Also ich finde es immer mega cool irgendwie. Also wenn man überall so random Stuff findet. Also wie die Briefli und so, wo sich die Leute hin und her geschickt haben. Das ist schon irgendwie spannend, hä? Aha, was ist denn das? Was kann ich da machen? Ich kann es anlängen. LT und RT. Hä? Ah, so. Schön. Ey, der Slime. Das sieht magisch aus. Cool. Aber auch so Sachen. Wie herzig ist das? Es dient überhaupt, also ich denke mal, es dient überhaupt keinem Zweck. Aber es ist einfach schön. Einfach jö. Ja, das sind kleine Pew-Ding tönt ja. Ja, ist herzig, gell? Wie geht's noch rauf? Ah, ich habe vergessen, wie man klettert. Jetzt wäre hier fast runtergefallen. Möwe. Oder sonst irgendwelche Vögel. Da ist auch noch was. Logbuch. 12 Oktaven und eine Prime nach der Chanson. Was ist eine Prime? Vielleicht sind Oktaven. Oktave ist ja. Also Okto 8. Das sind 8 was? 8. Das ist eine komische Zeitrechnung, aber ja. Can you give me a croissant? Okay. Okay. Normal ist es für mich ja schon eine Expedition, wenn ich von Niedrigwasser zu meinem Leuchtturm gehe. Jetzt kann ich kaum glauben, dass das Abenteuer erst angefangen hat. Am Treffpunkt habe ich Mette getroffen und mit ihr gewartet. Sie ist eine junge Frau aus dieser Gegend. Naja, jung. Jünger als ich zumindest. Ihre Eltern sind schon gegangen, aber wie so viele in unserem Alter wollte sie bleiben. Das hat hohe Wellen bei der älteren Generation geschlagen. Es ist nicht leicht, das Familiennest zurückzulassen. Ich kenne Mette kaum und doch haben wir schon etwas gemeinsam. Die größer werdende Kluft zwischen uns und unseren Eltern. Dramatisch. Sie schien erleichtert, mich zu sehen. Ausnahmsweise war ich sprachlos. Ich habe verlegen gelächelt, mit immer noch rotem Gesicht von der Anstrengung, mit chaotischem Rucksack, während meine Haare wahrscheinlich in alle Richtungen abstanden.
Toll gemacht, Bianca. Überhaupt nicht peinlich. Aber ich war genauso erleichtert wie sie zu wissen, dass ich nicht alleine Segel setzen musste. Zu meiner Überraschung hat sich auch der alte Sol angeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir davon schon einmal ein einziges Wort miteinander gesprochen hatten. Wird ein alter Schoner wie er mithalten können? Schon seit meiner Kindheit war Sol immer der alte Einsiedler, der weiter oben wohnt. Ich hatte früher Angst vor ihm. Manchmal kam er nach unten zum Hafen wie eine Spinne an ihrem seidenen Faden. Die anderen Kinder und ich hatten uns einen Spaß daraus gemacht, schreiend vor ihm wegzurennen. Sogar jetzt noch haben meine Knie angefangen zu zittern, als ich sah, wie er auf mich zugestauft kam. Oh Mann. Wir brachen zu dritt auf, da niemand mehr kam und sie uns anschloss. Bald begriff ich, dass ich mir umsonst Sorgen gemacht hatte. Sol führt uns an, eine seltsame Gestalt mit geschickten Füßen, die mit beeindruckender Leichtigkeit die Felsen erklimmt. Mette klettert hinten, strotzend vor Energie. Auf einmal bin ich diejenige, die sich alt fühlt. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, Bianca. He? Das ist mal Lift. Wir nehmen den Lift, oder? Natürlich nehmen wir den Lift. Hihi. Dann geht's weiter, nehme ich an. Okay, help. Was? Oh. Ui. Oh yeah. Schingen wir ein bisschen im Zeug zusammen. Vielleicht längt es ja sogar. Gelangt. Wir haben Blumen gar nicht gebraucht. Ha! So gut. Irgendwie, ich weiß nicht, warum man die sieht. Irgendwie, das ist ein Schneck. Ich meine, das ist eine Blume, die mir jetzt gerade angumpt. Wie so bei Zelda. So die Fressblume, aber es ist ein Schneck. Nein, es ist nicht Peggy 8. Oh, was war das? Entweder hat es Blitz und donnert oder es war ein Bug. Eins von beiden. Nein, geh runter, das ist schon richtig. Wo ist denn das? Sieht aus, als wären da Menschen drinnen gehockt irgendwie. Ist das ein Gefängnis? Das hat etwas von einem Gefängnis, nicht? Irgendwie. Oha. Jetzt ist die Frage, soll ich wieder rauf oder soll ich hier durch? Ich kann mal ein bisschen schauen, was hier ist. Wie komme ich hierher? Okay, wir gehen rum. Natürlich. Ah, das ist eine Blume. Okay, wisst ihr was, wenn wir schon da sind. Let's do that. So, und jetzt haben wir es fest. So cool. Yeah! Das funktioniert wirklich so toll! So toll! So geil! So muss das. Lässig. Ich bin mal weg. Allen guten Rutsch. Hey Patrick, macht's gut. Rutsch gut. Wir sehen uns nächstes Jahr. Oh, die Schneckli. Hihi. Okay.
nochmal Blümchen. So, über den Kopf. Schon immer gut, hat er gesagt. Also so abhängend. Sieht fast gar nicht anstrengend aus. Einmal schnell ein bisschen chillen. Wobei es hat eigentlich aber länger, aber ja. So. Sehen wir hier? Ah, noch eine Muschel. Eine Muschel. Mit ein bisschen B-Roll. Gut. Was nice. Also, ich finde, sie haben sich mega Mühe gegeben, die Entwickler. Also ein paar Rätsel. Okay, ich kann nicht über. Dann können wir jetzt weiter rauf. Überall so Muscheln. Also so, wie sagt man denen? Oh, da geht's so rein. Da geht's auch noch. Das ist ein Schulzimmer oder so irgendwie. Es gibt überall so etwas zu entdecken, hä? Ich finde die Viecher so witzig da. Entschuldigung, aber mir ist aufgefallen, dass ich meine Zeitung nicht mehr bekomme. Gibt es irgendwas, was ich tun soll? Könnte es sein, dass ich einfach nur übersehen wurde? Wenn ich schon dabei bin, sollte ich erwähnen, dass mir der Artikel über die Choco-Show wirklich gefallen hat. Soll. Das ist der von vorher. He? Also, wo so kurios ist, der Typ. Hallo, wie Sie wissen, gibt es leider nicht mehr genug Wasser, um das Postsystem am Laufen zu halten und zu wenige Steinchen, um die Zeitung in gutem Zustand ans Ziel zu bringen. Deswegen hat das Stimme der Schluchten-Team sich dazu entschieden, die Veröffentlichung zu stoppen. Obwohl unser Wunsch, unsere Leser zu informieren, stärker ist als je zuvor, haben wir uns angesichts dieser neuen Situation noch nicht entschieden, auf welchem Wege wir unsere Tageszeitung veröffentlichen sollen. Danke für das Feedback zur Show. Mir hat es immer sehr gefallen, über dieses Event zu berichten. Hoffentlich haben wir eines Tages die Gelegenheit, uns erneut darüber auszutauschen. Wenn es kein Wasser gibt, erscheint alles so zerbrechlich, nicht wahr? Oh, okay, der hat hier geklappt. Sieht ein bisschen unchill aus irgendwie. Ein bisschen ungemütlich. Aber ja. Jeder, wenn er es gerne hat, oder? So. Hey, alle, die jetzt neu dazu sind, schon irgendwelche Pläne für Silvester? Was steht da? So. Tippe zweimal RB, um schneller das Seil hinaufzuklettern. Ah, okay. Cool. Jetzt können wir mal schnell drüber. Also schnell. Das ist ein bisschen weit noch gewesen. So. Oh. So. Was? Woher soll ich anspassen? So sicher schon geplant. Ja, es Fest regnen kommt, wird dick gegessen im Kollegenkreis heim. Cool. Aber Kollegen essen ist doch immer chillig. Nee. Oha, das geht ja wirklich zackig. Ich bin tatsächlich noch nicht verplant. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oh, jetzt habe ich vergessen, festzuhalten.
Und ist auch völlig okay. Ich glaube, ein bisschen Zeit mit der Bonnie verbringen, ein bisschen gemütlich gamen oder so, wäre auch ganz chill. Ich finde auch, man muss nicht immer etwas los haben, Silvester. Hey, wer wohnt da oben? Triti. Ich habe noch nie so viele Menschen aus den Höhen kommen sehen. Und manche machen Halt in Niedrigwasser. Vielleicht ist meine Lage doch nicht so hoffnungslos. Das Meer sorgt für geduldige Herzen, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Vielleicht werde ich endlich jemanden kennenlernen. Hier war die Auswahl nicht gerade groß. Abgesehen vom alten Jom vielleicht. Er bringt mit seinem Grübchen, den schwieligen Händen und seinem Karohemd, das er immer trägt, mein Herz zum Schmelzen. Ah. Jom, der Bäcker? Ich hoffe, du machst Witze. Ich kann nie genau sagen, ob du mich auf den Arm nehmen willst oder nicht. Hey, das ist Geschmackssache. Lass es doch. Wie dem auch sei, ich verlasse euch auch den Turm. Es tut mir leid, Bassa. Ich weiß nicht, wie ich es dir sonst hätte sagen können. Ich wünschte, wir könnten wieder unsere Karabiner einhaken, so wie früher, und anschließend auf dem alten Pier auf Grund laufen. Ich wünschte, ich könnte dich überzeugen, mit mir zu kommen. Aber so ist es nun mal. Ich gehe mit dem Nachbardorf, okay? Sie haben einen Platz auf einem ihrer Steinchen für mich gefunden. Wir werden uns irgendwo unten auf der Ebene wiedersehen, oder? Sei nicht sauer auf mich. Ich werde deine Briefe vermissen. Oh wow, einfach so. Ah ja, bin übrigens weg. Bye! Das sieht aus wie eine Teleschnecke. Also Tüsli von One Piece. So eine Teleschnecke. Witzig. Da oben geht's weiter. Okay. Okay. Ui, nein, das sieht. Es geht schon schneller, aber zu schnell, zu weit, das ist aber auch nicht gut, he? Vor allem, wenn es nichts bringt. Ui. Da noch Steine drauf. Ich finde das cool. Gibt es eigentlich am Schluss ein Achievement, wie viele Steine das man oben drauf, also auf die Steintürmchen gelegt hat? Das fände ich noch witzig. Witzige Werkzeuge, da geht es wieder raus, da geht es nicht wirklich rein. Oh, mit irgendwie die Hecke macht es automatisch dran. He? Ah, Katze. Oh, was ist los? Ist müde? Verkrüchst du dich wieder? Haben wir jetzt eine Sonnenbrille angelegt? Sonnenwende, Kapitel 3. Tatsächlich, wir haben eine fancy Sonnenbrille an, Leute. So lässig. Kommt jetzt ein neues Element oder so? Oh. Ah ja, Sammelobjekte, ich vergesse ich irgendwie immer. He? Vor allem 10-Modus. Jö. Können wir ab? Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist immer lässig. Yeah. Also es ist mega schön. Bam. Also haben wir noch gelbe Vögel. Oha. Also wir kommen schon vorwärts, aber das ist wie eine never-ending Story, hä? Kann es sein, dass man nicht raufkommt, wenn man da... Ach. Hey, also... Okay. Okay. Was ist denn das?
Hm. Oh, jetzt. Ha. Ich hab gewusst, dass es geht. Ich muss zuerst dort rüber. Das sieht interessant aus. Schaffe ich das? Geht das? Geht das nicht? Okay, geht nicht. Moment. Ausruhen. Free Climber hier. Wenn die Sonne scheint, sinkt deine Ausdauer schneller. Oha, aber ja, fair, hä? I mean... Ist heiß. Kann ich nachvollziehen. Wurzeln verwelken der Sonne und verschwinden nach einer gewissen Zeit. Ah! Also jetzt haben wir auch noch Stress. Freck. Sehr freck. Kann ich mich an diesen Dingen auch festhalten? Nein, oder? Geht da rauf. Ich mache sicher jetzt mal wieder einen dran, hä? Because you never know. Irgendwie, genau so, hä? Ausruhen. Das ist knapp, hast du? Ja, okay, okay. Aber kommt gut. Ey, wird immer besser. Da können wir gar nicht rüber, okay. Ja, dort aber alle nicht wollen. Ja, schön. Laufen. Gut Küchseln, was wir da haben. Also auch wieder einfach so ein bisschen... Oh? Das war mal früher. Logbuch. 12 Oktaven und 2 Sekunden nach der Saison. Wir haben es geschafft. Ich bin komplett ausgelaugt, aber wir sind rechtzeitig angekommen und konnten uns der Expedition anschließen. Wir sind nicht viele, vielleicht eine Handvoll. Sieh dir an, wie dürr dieses arme Ding ist. Sie zittert ja wie eine Nähmaschine. Ich habe mich so schrecklich weit weg von zu Hause gefühlt. Die Stimmen waren aber eher ermutigend als spottend. Meine Bemühungen wurden gesehen und wertgeschätzt. Das ist wichtig. Wertgeschätzt werden und gesehen zu werden, dass man sich Mühe gibt, das ist super wertvoll. Ich hatte keinen Atem mehr, um zu antworten, doch ich spürte, wie ein neues Gefühl in mir aufstieg. Ich war stolz darauf, es so weit geschafft zu haben. Immer noch erschöpft habe ich mich umgesehen. Jeder Einzelne hat alles hinter sich gelassen, um hier zu sein. Sie hatten ein Feuer in ihren Augen, den Wunsch, etwas zu verändern. Und ich war ein Teil davon. Das genügte, um mich mit neuer Kraft zu erfüllen. Das ist ja richtig philosophisch hier. Arlo und Becca haben uns mit offenen Armen auf ihrem sonnenverbrannten Hof willkommen geheißen. Sie waren emotional und die Stimmung war feierlich. Sie waren die letzten Bauern, die in diesem Gebiet übrig waren und diejenigen, die diese Expedition angestoßen hatten. Sie haben ihr ganzes Leben, leider erfolglos, versucht, gegen die Dürre anzukämpfen. Auf diesen Klippen wächst nichts mehr. In ihren eigenen lustig anmutenden Worten wächst kein mickriges Pflänzchen auf diesen hier Feldern nicht mehr. Ich hoffe, ich verunstaltete den Hochfelddialekt nicht zu sehr. Dann hat Becca uns von ihrem wagemutigen Plan erzählt, zu den Wolken aufzubrechen und Wasser im Himmel zu finden. Bei ihren Worten kam Gemurmel in der Gruppe auf. Man sprach darüber, inwieweit es möglich sei, wie man am besten vorgehen sollte, welche Routen man wählen sollte und welche Gebiete meiden. Arlo und Becca wollen Ballast finden. Was Ballast, okay? Wie sie weiter unten genannt wurden. Riesige Kreaturen aus Wasser, die im Himmel leben sollen. Ballasts existieren nur in Kindergeschichten. Tja, das ist, was ich immer geglaubt hatte, bis ich zu diesem Abenteuer aufgebrochen war. Sie sind Arlos und Beccas letzte Hoffnung und ich fange an, ihnen auch zu glauben. Wir haben die Chance, den Turm zu retten. Es liegt an uns, sie zu ergreifen. Wirklich?
wirklich richtig philosophisch unterwegs sind wir hier. Finde ich schön. Finde ich schön, dass man da auch noch so ein bisschen den Glauben an etwas hat. He? Und nicht so schnell aufgibt. So. Oh no! Ah, da oben geht's weiter. Okay, okay. Okay. Hey, hallo. Ich will rauf! No! Fies! Oh. Okay, ich gehe zuerst rauf. Haben wir hier fest. Jetzt geht die Post ab, hä? Komm, mach. Ey. Ey, komm rüber! Jetzt. Schwenker. Jetzt weiter. Ich bin irritated. Kann ich da weiter rauf? Ah ja. Okay. Jetzt muss ich hier auch einen Haken drin tun. Dann kann ich mich nämlich hier abseilen. Ich nämlich da rüber. Oh ja, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Geht nicht gleich. Jetzt. Ey, warum geht das nicht? Menno. So. Müssen wir auf oder ab eigentlich? Ich kann glaube beides. Ja, chill. Wie passiert? Ein bisschen ab. Kann ich nur wieder ab, oder was? Nicht cool. Oder muss ich Haken setzen? Du bist nicht weiter. Mann, nein, ich will hier weg. Ich will runter. Ach, Menno. Ich hätte wirklich da eigentlich runter wollen. Oder gemein. Okay. Dann lösen wir den. Und schauen, dass wir hier noch weiter runterkommen. So. Wait. Aber ich will wirklich da rein. So da. Ah, da geht es gar nicht rein. Wow, okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Jetzt habe ich schon gedacht, Mann, sie haben irgendwie eine Höhle entdeckt oder so, aber nein. Schade, Marmelade. Was? Halte Alt und R gedrückt, um dich selbst am Relais festzumachen. Also da oben. Also ich kann Seile einholen. Okay. Die anmachen. Okay. Ich kann da nicht weiter klettern nochmal. Okay, geht nicht. Aber das ist jetzt X. Ja gut, gehen wir halt einfach weiter rauf. Ignorieren wir jetzt X einfach mal. Und gehen weiter rauf. So. Aber sehe ich auch schon wieder etwas. Das schaffen wir noch. So. Jö. Ist ja schon herzig, auch mit diesen Windrädchen und alles. Man muss einfach Freude haben am Detail. Bei so Sachen, bei so Games muss man einfach Freude haben am Detail. Da kommt es am besten. So.
Wir gehen jetzt ganz runter. Ja, ja, wir gehen ganz runter. Hui! Oh, ouch! Oh, wir sind so weit. Also, noch eins. Soll ich noch eins runter? Ey, ich könnte auch noch eins runter. Ey, Barracks! Hoi, wie geht's dir? Ich mache gar nicht runter. Ah, okay. Gehen wir noch zu runter? Man kann alles. Man kann überall her in diesem Game. Nein, ist auch nicht gut. Das war aber cool gewesen, irgendwie. Wenn man so überall her könnte. Aber eben, wie schon gesagt, man kann zum Beispiel nicht in die Hütte rein. Das finde ich voll schade. Eine Kaffeemaschine. Wie geil. So, Zeit für ein Päuschen. Da kann man rein. Da gehen wir noch rein. Oh, Moment, da war etwas. Geschlossen. Für immer oder bis die Sonne entscheidet, endlich weiterzuziehen. Das könnte auch noch länger dauern. Ein Restaurant. So. Ja, gut. Sieht sehr mediterranisch aus. Also so italienisch oder griechisch. Man hat sicher sehr gut Seafood hier essen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit einem Käferli am Schluss. Wieso muss man sich dort sichern? Das verstehe ich jetzt also echt nicht. Da musst du dich doch nicht sichern, please. Hallo, tipptopp, danke. Ich hoffe, du bist auch fit und knusprig. Yes, das bin ich. Merci vielmals. Hey, eine schöne Feste gehabt. Schöne Weihnachten gefeiert. Schon geplant für Silvester. Hängen wir uns hier dran. Und let's go. Das ist so cool. Das ist ein bisschen weit. Ah, das ist so geil. Also das für die Hände, muss ich auch schon sagen. Mit diesen Pflanzen. Finde ich richtig nice. Ich glaube, von dort komme ich nicht. Ich weiß gar nicht, von wo ich komme. Ich gehe daher weiter. Irgendwie gibt es ja so mehrere Wege. Kann das sein? Also es fühlt sich irgendwie so an, als ob es mehrere Wege würde geben. Ich will mal wieder ein bisschen andere Musik. Es klingt so ein bisschen nostalgisch. So ein bisschen als «Hey Coco, wie geht's dir?» Oh, was ist denn das? Ist das ein Schwimmbad gewesen, mal? Das sieht aus, als wäre es mal ein Bad gewesen, ein Whirlpool oder so. Oh, was ist denn das? Das sind wir noch nicht gesehen. Das sind wir noch nicht gesehen. So. Was ist denn der los? Was bringt der für... So. Also mit den Muscheln haben sie entweder die Woche vertrieben oder hergeholt. Eins von beiden. Also schauen, dass wir nicht verheddern mit dem Seil. Aber ja, das wär's, glaube ich. Mehr gibt es, glaube ich, nicht gesehen. Aber ja, ist gut. Cool. Ja, fast. Da wollen wir rauf, genau. Rauf. Ja, du schaffst es. Whirlpool, da lassen wir Whirlpool sein. Siehst du, der tut sich immer automatisch anhängen. Sie, was immer. Das Menschli da. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Das ist schon wieder ein Whirlpool. Nice. Da vielleicht. Nein, da kann man nicht rauf. Nein! Und jetzt? Ich
Komm ich da? Wow, ich wollte sagen, da komme ich doch locker rauf. Was soll das? So, okay. Hey, wir sind ja wirklich richtig in der Oase gelandet hier. Ich glaube, das war mal richtig cool gewesen. Hey, die Aussicht, die wir hier hatten, nicht schlecht, hä? Da lässt sich noch chillen. So nice. Hey, Yuka, wie geht's dir heute? Ganz gemütlich, ja, feiern mit ein paar Kollegen zusammen. Du gehst gross feiern oder eher gemütlich? Im gemütlichen Rahmen, auch voraussichtlich. What you never know. So, hey Leute, es ist schon halb. Unsere Zeit ist leider schon wieder um. Jö, das Ding macht lustige Sachen. Das wäre es mit dem kurzen, also mit dem ersten Eindruck für Juson. Kletterspiele, ein Indie-Game. Sehr atmosphärisch. Manchmal ein bisschen tricky. Mega gemütlich. Vor allem so mit den Geschichten, was es so erzählt und so, finde ich noch witzig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht ja, schaut ihr beim Xbox Game Pass mal selber rein. Xbox Game Pass gibt es übrigens auch bei uns im Shop. Nicht vergessen. Rack.ch. Und ja, dann wäre es für das Gameplay von heute. Whatever. Es ist Silvester. Mein Hirn ist schon im Wochenende.